Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 26. Spieltag der Bundesliga. Den haben wir ja immer noch oder haben wir schon wieder? Man weiß es nicht so genau, ne? Auf jeden Fall treffen wir auf die Truppe von Mainz 05 und die PK haben wir ja schon ausgestrahlt am 12.03., also vor ziemlich genau 2 Monaten. Und das gleiche gilt auch für das Motto, das hatten wir nämlich auch schon. Und das bleibt jetzt natürlich Good Geist, Bad Geist. Ja, und das passt eigentlich jetzt besser als damals. Ne? Ja. Denn die guten Geister und die bösen Geister des Fußballs, die sind im Moment ja nun wirklich im Clinch. Ne? Und wenn man ehrlich ist, wir sind auch ganz schön hin und her gerissen. Denn auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass der Fußball wieder da ist. Und wir wünschen uns, dass der 1. FC Köln völlig unbeschadet aus dieser Krise hervorgeht. Und wir hoffen darauf, dass wir sportlich genauso stark, wenn nicht sogar stärker sind, als zuletzt. Das ist ja klar. Ne? Auf der anderen Seite haben wir natürlich gemerkt, dass uns die Spiele gar nicht so sehr gefehlt haben, sondern was uns gefehlt hat in all der Zeit, das sind die Lück. Ja, auch, euch zu treffen in den Kneipen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, das ist genau das, was uns gefehlt hat. Und wenn man mal ehrlich ist, ein Spiel dauert ja heutzutage nicht mehr 90 Minuten, sondern also gerne auch mal einen ganzen Tag. Ne? Wenn du also alles dazu rechnest, Anreise, Abreise, Vorglühen, Nachglühen etc. pp. Und wie wichtig uns gerade das ist, dieses ganze Drumherum, das merkt man jetzt in der Krise. Ja, also, ja. Die Krise ist ein Fenster in die Zukunft. Das hat nicht Chopin gesagt, sondern Charles Papin, das ist ein französischer Philosoph. Es stimmt, aber trotzdem. Ne? Ja. Denn jetzt, wo der Fußball nicht da war, da können wir erkennen, was fehlt uns eigentlich. Was wollen wir wieder zurückhaben und ehrlicherweise, worauf können wir auch ganz gut verzichten. So. Und da haben wir jetzt natürlich die Chance, das zu ändern. Die ist genau jetzt da, ne, anzufassen. Definitiv. Es gibt einfach Momente in der Geschichte, die lösen Veränderungen aus. Dass Bayern München jetzt zum 7. oder 8. Mal, ich weiß es ja nicht, deutscher Meister hintereinander geworden ist, dass es solche Geldsäcke gibt, die sich in Vereine einkaufen, diese absurden Gehälter, die Ablösesummen, das hat uns doch alles schon vor der Krise gestunken, das fanden wir doch da schon scheiße. Ja, und was wir jetzt zurückkriegen, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich noch scheißigerer. Also keine Atmosphäre, kein Miteinander, ne? Keine Leidenschaft, dafür ein paar neue Regeln, mitten im Wettbewerb. Also da muss man seinen Verein schon ganz schön lieb haben, um sich das anzutun. Ne? Wobei das sieht nicht jeder so. Ne? Also wenn du dir den Spielerberater Volker Struth mal anschaust, der sagt ja klipp und klar, wenn die Geisterspiele nicht stattfinden, dann wäre das Ende des Profifußballs. Naja, also so ganz richtig ist das natürlich nicht. Ne? Denn solange es Fans gibt, solange wird der Fußball auch erfolgreich sein, solange wird es attraktiv sein, solange wird es Investoren geben, also positive Investoren, die einfach Marketing machen, die Werbung treiben im Umfeld des Fußballs. Es wird Gastronomieobjekte geben, es wird Profifußball geben, solange es Fans gibt. Aber vielleicht wäre das Ende dieses bestehenden Systems. So, aber dann käme ein anderes, ne? Ein besseres. Und jetzt wäre es bestimmt mal ganz förderlich, wenn man das auch akzeptieren würde, wenn man vielleicht auch zugeben würde, dass es irgendwo gescheitert ist mittlerweile. Das ist doch alles kein Ende, sondern es ist doch ein Anfang. Ja. Und ein neuer Anfang wäre tatsächlich, wenn man das einfach auch mal offen diskutieren würde. Und offen bedeutet eben auch, dass man dann nicht diffamieren wird. Ne? Also jeder, der den modernen Fußball nicht so mag, ja, so, und der nicht für Investorenclubs ist und über Plastikvereine spricht, der ist aber deswegen noch lange nicht irgendein blöder Fußballromantiker, es wird immer gesagt, irgendein Spinner, der zurück möchte auf den Ascheplatz. Ne? Es will niemand zurück auf den Ascheplatz. Alle Leute möchten gerne in die Zukunft, aber eben in eine fairere Zukunft, in eine Zukunft, in der der Fußball und das Leben für uns alle besser ist. Denn am Ende, wie der Fußball ist, wie er jetzt ist und wie er vielleicht morgen ist ja kein Naturgesetz.
Das können wir selber entscheiden und mitbestimmen. Ja, ich meine, wo sind wir denn gelandet, wenn man schon ein Träumer sein soll, wenn man sich einfach nur einen fairen Wettbewerb wünscht? Ja. Ne? So, also das Gute ist ja, dass so langsam Bewegung in die Sache reinkommt. Und selbst die DFL, die kann sich ja mittlerweile eine Gehaltsobergrenze vorstellen. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, ne? unfassbar. Ja. So, also was wir uns vorstellen können, das wäre, dass man deutlich strengere Richtlinien für Financial Fair Play entwickelt. Also dass man einen Plan schafft, wie man Investorenclubs, wie man Werksclubs regulieren, einschränken kann, sodass wir endlich wieder eine Chancengleichheit in der Liga kriegen. Ja, und zwar eine echte Chancengleichheit. Und das Verrückte daran wäre, dass ja Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und auch Red Bull am Ende des Tages davon profitieren würden. Ja, die sind dann zwar, haben dann diesen Wettbewerbsvorteil nicht mehr, den sie im Moment haben, aber die ganze Diskussion um Plastikvereine wäre weg und sie hätten endlich vielleicht auch mal die Chance, echte Fans zu kriegen, anstatt nur irgendwelche eingekauften. Ja, so, das Totschlagargument gegen Sportsgeist, echten Sportsgeist, ist dann immer international. Ne? Also als hätten wir es nicht selber in der Hand. Ja, wobei Corona ist ja international. Ja. Die haben doch alle dieselben Probleme, ob in Italien, England, Spanien. Meine Güte, es ist doch gerade jetzt der Zeitpunkt, wo wir in Deutschland auch mal vorangehen, wo wir den anderen zeigen, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Wir wollen weg von diesem gescheiterten System. Wir möchten mit unseren Fans zusammen uns weiterentwickeln in eine neue Fußballzukunft. Und diejenigen, die den Druck dann kriegen werden, das sind nicht wir, sondern das sind die anderen Nationen, denn deren Fans, die werden das natürlich anerkennen und erkennen, was hier passiert und werden das auch einfordern. Haben die den Druck? Naja, die wünschen sich natürlich, dass sie auch mal wieder ein Ticket bezahlen können und da nicht nur irgendwelche Weltreisenden aus Asien sind oder so. Ne? Ja. Völlig klar. Ne? Übrigens ganz spannend, die Frage, wo geht denn dann ein Spieler hin, ne? Wenn es nicht mehr darum geht, dass er jetzt noch mehr Geld kriegt, ne? Sondern wenn es darum geht, ist das eigentlich ein attraktiver Verein für mich? Die Vereine müssen sich überlegen, wie sie attraktiver werden. Und zwar über das bloße Pekuniäre hinaus. Es gibt eben am Ende des Tages neue Arbeitsplätze für irgendwelche Personal Coach, für Stadtgestalter, Inneneinrichter und tatsächlich Stadtgestalter. Vielleicht investieren die Vereine in ihre eigenen Städte, damit es schöner wird, damit es attraktiver wird, damit Leute da hingehen. Ne? Also, wer will sonst nach Wolfsburg, ne? Wenn das gleiche Geld ist. Jetzt fangen wir vielleicht ein bisschen an zu träumen. Ein bisschen. Aber von Europa haben wir auch geträumt. Ja. Und es hat geklappt. Ja, absolut. Ne? Also. Und wir träumen natürlich wie immer von 2 Kölsch auf 3 Punkte. Grüß euch, Leute. lecker. Boah, wurde ja Zeit, endlich mal wieder einen Kölsch zu trinken in der PK, ne? Absolut, also das habe ich sehr vermisst, kann ich wirklich sagen. Ja, und vielleicht nutzt der Fußball ja die Chance. Ne? Das wäre sehr schön. Vielleicht kriegen wir ja einen besseren Fußball zurück, als wir ihn abgegeben haben. Und ehrlicherweise, wir vermissen euch, vielleicht vermisst ihr uns auch. Und vielleicht schaffen wir ja gemeinsam da den richtigen Dreh. Denn von alleine wird es nicht passieren. Ja. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Bis bald.